schauen wir doch mal, ob das tut. Und ich würde sagen, herzlich willkommen für alle, die da sind, wenn jemand da ist. Und ich will da rasch schauen, wie das Ganze tönt, das mal, ob es ein bisschen besser ist oder nicht. Darum sind rasch ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich hoffe es zumindest, dass es besser ist, und wenn es nicht besser ist, dann nehmen wir halt Pech gehabt. So, wir sind irgendwo stehen geblieben, keine Ahnung wo. Aber wir dürften da wieder reingehen. Und mit ihr unsere nächsten zwei Aufgaben bekommen. Entweder wir gehen in die Wüste oder wir gehen zu den Wasserdingsbums. Euer Schwert. Nach mir reisen, interessiert mich ehrlich gesagt nicht mehr. Da haben wir eine Schale anschauen, ja, da wäre etwas so gegangen. Die habe ich so gemacht, gut. Und so kann ich da wieder weg tun. Ja. Etwa so. Und dann habe ich noch wieder Bock auf Musik natürlich. Nein, ich habe keine Ahnung, wie lange das ich da werde. Fee haben wir noch eine. Da gehen wir irgendwo etwas finden, oder so, auf die Schnelle ein bisschen rumlaufen. Da weiß ich nicht mehr, die nicht sind. Also wie es aussieht, sind wir da noch nicht drin. Gut. Hätten wir das Herzteil gefunden wenigstens mal. Und dort hinten. Nein, da will man eigentlich nicht. Schrifteinträger da, nicht. Aber da hätten wir das Tierli zum Sammeln, oder? Da würde ich sagen, machen wir doch. Nein, ja, so. Ein Gürteltier oder irgend so etwas. Gürtelpraller. Okay. Der ist wahrscheinlich gut, um die Kiste da kaputt zu machen, nehme ich an. Ah, der hackt sich hinterst, oder? Ja, aber viel kann der nicht, hä? Au. Und dann rennt wir da wieder auf. Okay, viel schlau ist jetzt nicht gehabt. Aber schön haben wir es angeschaut. Einer will ich nicht. Und dort sind die komisch. Den wir auch noch nicht, oder? Ein Giftwurm, aber ob man da etwas nützt, weiß ich auch nicht. Sehen wir den? Ah! Aber ich glaube, den weichen wir einfach aus oder laufen einfach davon weg. Den. Da sind wir, glaube ich, schon gewesen. Da ist das Problem, wenn man eine Weile nicht mehr gespielt hat. Ja, da sind wir schon gewesen.
Teich gewesen. Ich habe ja keine Ahnung, wo wir hin sollen. Ich weiss, ich könnte jetzt auf Bäume rauf und alles mit gewissen... Die Frage ist, will ich da? Eigentlich nimmt es mich Wunder, komme ich wieder in den Dungeon rein, wo wir drin sind. Dann will ich fast mehr Wunder nicht. Tauchen habe ich auch noch jetzt so noch etwas nicht, gell? Blickwinkel wechseln wir auch nicht. Ja, wir müssen entschuldigen, ich habe erst 2 Stunden gespielt und das ist schon wieder fast eine Woche her, darum muss ich das zuerst wieder ein bisschen ausprobieren. Das habe ich auch noch nicht. Vielleicht nützt mir der mal noch irgendwie etwas. Die Truhe ist auch wieder... Hat hier wieder etwas drin? Kann man die mehrmals öffnen? Das macht fast den Aschi, hä? Ich würde sagen, probieren wir das doch gerade. Das ist nicht so gut gewesen. Aber es langt. Okay, die kann man mehrmals öffnen. Gut zu wissen. Ah ja, Schnellreise-Ding hätten wir auch noch. Und da sind wir vorher in Dungeon reingekommen. Was ist das? Möchtest du noch einmal in die Welt des Nichts? Ja, dann eigentlich will ja, wenn der geht. Dann lass uns aufbrechen. Na gut. Noch eine wieder raus, nicht mehr. Ich habe gesehen, wir haben glaube ich etwas ausgelassen. Und ich die Folge nochmal angeschaut habe, die letzte. Das interessiert mich nicht. Okay, Gegner, die sind die meisten weg. Außer die auf der Oberwelt da. He? Da hätten wir noch hinterher können. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich da Sternteile finde oder etwas, aber in dem Fall ist da nichts. Schade. Ah, da sind wir auch nicht gewesen. Ja, ich hätte mich das letzte Mal ein bisschen besser umschauen, ja. Ich gebe euch recht. Dann ist da vielleicht noch ein Herzteil rein. Nein. Okay, schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwo noch ein Herzteil müsste machen. Vielleicht habe ich ja im Dungeon selber etwas übersehen, aber da gehen wir jetzt nicht nochmal rein. Es sei denn, ich kann da hinten noch weiter.
nochmal ein Rubin. Das ist der eigentliche Weg, oder? Ah, da kommen wir nicht über. Sind wir da mal noch abgejuckt? Okay, wissen wir dafür da, was da passiert. Oder da ist der, ja. Da wäre der eigentliche Weg gewesen. Da haben wir glaube ich nicht mehr übersehen, oder schon? Komme ich da noch, oder müsste ich da rauf? Sieht nicht aus, als ob es oben dran etwas hätte, oder? Nein, ich glaube nicht. Folgen wir relativ weiter. He? Wenn wir schon da sind, dann will ich da oben noch schauen. Aber sieht auch nicht aus, als ob es da hinten weitergeht. Okay. Ja, ist mir egal, es sei denn, ich muss da auf. Ja, da habe ich auch noch nichts aus da, hä? Aber da jetzt auch nicht wirklich etwas rum. Gut. Ja, dann möchten wir das nichts wieder verloren. Dann habe ich da gleich nicht so viel übersehen, wie ich denke, dass ich übersehen habe. Wo ist denn da rein? Also Bombe legen kann ich nicht. Vielleicht wenn ich Bombe legen könnte, wir da reinkommen.
da ist mir die Decke im Weg. Okay, hättest du mal gar von Anfang an können sagen, hätte ich es gar nicht erst mal so ausprobieren. Nein, da will ich nicht haben. Ich will schauen, ob ich da hinten noch etwas hat. Sieht nicht so aus. Da hinten. Ein großer See, hat sie mal da. Was ist da? Hallöchen, ich bin der Stempelmann. Stempel sind mein Leben. Es gibt in ganz Hyrule wohl keinen größeren Stempelexperten als mich. Du fragst dich sicher, was das hier ist? Das ist eine Stempelstation. Jawohl, ja. Es ist nirgends schöner, stempeln zu gehen. Es geht einfach nichts über Stempeln. Dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn man einen aufs Papier drückt. Und dafür wird man mit einem super schönen Bild als Andenken belohnt. Gibt echt nichts Besseres. Genau deshalb bin ich fleißig herumgereist und habe an den verschiedenen Orten Stempelstationen eingerichtet. Jetzt veranstalte ich eine Stempeljagd, bei der es darum geht, all diese Stempelstationen aufzusuchen. Eigentlich nicht. Wenn ich das so in die Augen sehe, kannst du es gar nicht erwarten, auf Stempeljagd zu gehen, oder? Ja, dann halt. Natürlich willst du stempeln. Als allererstes brauchst du eine Stempelkarte. Ohne kann man nicht auf Stempeljagd gehen. Du hast die Einsteiger-Stempelkarte erhalten. Stempelkarte, bla bla bla, für Neulinge. Eigentlich zahlt sich der ganze Aufwand. Endlich zahlt sich der ganze Aufwand aus, den ich betrieben habe. Dann stemple mal drauf los, was das Zeug hält. Zeig mir, was in dir steckt. Jawohl, ja, so wird gestempelt und nicht anders. Wo immer du eine Stempelstation entdeckst, hol dir dort deinen nächsten Stempel. Ich habe übrigens keine Stempelstationen in Gebäuden, Höhlen oder unter Wasser aufgestellt, nur damit du es weißt. Die Stempeljagd soll dich ja nicht in Gefahr bringen, sondern Spaß machen. Für das Füllen der Stempelkarte bekommst du von mir eine Belohnung. Na, das sollte dich wohl motivieren, fleißig Stempel zu sammeln. Was? Ja, aber gesagt nicht. Ja, komm. Ciao. Ja, ist gut. Ja. Komische Figur, okay. Wie dahinter? Sieht nach Karte aus. Ja. Gehen wir da. Die Suche nach dem König. Ja, jetzt bin ich fast in der Mitte, jetzt und sehe fast nicht mehr drauf fahren, oder? Ich möchte eigentlich mal am Anfang noch ein bisschen rumlaufen. Selber. Machen wir es halt so. Schauen wir mal, was da noch hat.
Schwert nichts mehr nimmt. Mich noch Wunder genommen. Da außen ist er nicht unbedingt viel mehr auf, außer dass er einen Riss hat. Und da ist noch ein paar Gegner rum. Link, das bist du, oder? Ich bin vom Monstern umzingelt, bitte erledige sie. So wie du das immer tust. Okay. Vielen Dank, Link. Moment, du bist gar nicht Link. Also, entschuldige bitte. Wegen der Kapuze habe ich dich verwechselt. Mann, ist mir das peinlich. Bitte verzeih mir. Ach ja, ich komme aus dem Sudelia-Dorf. Mein Name ist Arfun. Oder irgendwie so etwas. Ich war so sehr im Grasmähen vertieft, dass ich bis ins Grasland gekommen bin, ohne es richtig zu merken. Ich war auf halbem Weg, das Grasland komplett zu entgrasen und urbar zu machen. Tut mir leid, hast einen Ruhestafel gehabt und mir hast das Mikro stellen. Vielleicht hat es auch was Gutes, dass sie mir meine Grenzen aufgezeigt haben. Also, nochmal danke, es ist nicht viel, aber bitte nimm das hier als Belohnung an dich. Dieser Link, für den ich dich gehalten habe, war übrigens ein super starker Schwertkämpfer aus unserem Dorf. Er hat uns alle immer wieder aus der Not gerettet, bevor er dann zu einer Reise aufbrach, um ein großes Ungeheuer zu besiegen. Ich habe selten jemanden erlebt, der so unerschrocken für das Gute gekämpft hat. Nun ist er schon eine Weile fort, aber ich bin sicher, es geht ihm gut. Falls du auf deiner Reise einem jungen Schwertkämpfer in grünem Gewand und Kapuze begegnest, könntest du ihm etwas ausrichten. Alle warten sehnsüchtig auf seine Heimkehr. Okay. Da oben sind die nicht. Zeig mir Karte. Jetzt aber die Ruhe. Ja, da haben wir jetzt auch nicht so gut dargestellt, aber ist ja gleich. Ich will auch noch eine Truhe haben. Mit denen sprechen möchte ich eigentlich nicht, ich weiß nicht, was dem passiert. Die hätten wir eigentlich auf dem Kicker, die haben wir hinrichten. Da ist etwas. Nein. Okay. Und da war halt die bekannte Gegner da.
hätte ich eigentlich gern schnell einen gemerkt, da. Wenn wir eh schon da sind. Und da sind mehr so Dinger. Sogar ganz viel so Dinger. Oh, das Herz. Hier hätte ich noch gern mitgenommen da. Steinsalz. Ungenießbar in dieser Form, okay. Kann man noch lernen, hä? Okay, da kommt man jetzt in die Wüste. Wieso finde ich heute nur Rubin? Ist denn heute der Rubintag? Oh. Jetzt eine Höhle. Hört ihr die? Auf der Karte, wir sind gerade da relativ geradeaus und da ist ein Spalt, den nehmen wir mit. So ein Stein. Vogelgegner, so ein Vogelgegner, ich glaube, den ist auch nicht so gerne. Ich denke, man könnte ja da mal noch eine Steuer laufen, aber das ist ein bisschen schlau, so. Die Schnelle. Da müssen wir den wieder einstellen. Noch nicht. So, und jetzt das ganze Bett wieder. Müssen wir da wieder zum Wegpunkt hin, oder der Seite müsste da hin. Und dort hin ist der Riss einfach. Wir jetzt dort hintere quasi Seite. Gut. Ich möchte da gerne, aber gleich eher da oben tun. Die Höhe ist ein bisschen sicherer, sieht man ein bisschen mehr.
Manchmal auch nicht. Aber ein bisschen aus sehen wir da jetzt auch nicht. Außer die eine Höhle auf der unteren Seite. Die sind nicht mit uns oder sind die böse mit uns? Gerudo-Wüste. Irgendwo hier müssen wir einen Zugang zum Riss bekommen. Bla 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 bla, ja. Wie viele Monster müssen wir denn noch besiegen? Ich spreche gleich zusammen vor Erschöpfung. Ich auch. Aber wenn wir immer weitermachen, muss doch der Riss in der Wüste irgendwann mal kleiner werden. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir müssen den Riss verschwinden lassen und die Gerudo-Kultstätte zurückerobern. Okay. Oh nein. Okay. Da ist ein Ries, da fängt der Ries an. Aber müssen wir auch da reinkommen. Eine andere Frage. Das sieht nicht so aus, als ob wir da reinrebten. Da ist noch weiter gar nicht mehr. Und da ist der Bazar. Und der grosse Riss ist weiter unten. Gut. Reden weiß ich, aber da ist, kann man da auch nicht. Sandpiranha. Ja, die haben Angst vor denen, das ist mir klar. Wo findet man die Dinger? Was für Dinger? Wenn nicht einmal Facette die rechte Hand der Königin sie kennt, muss es ja nur an sehr obskuren Orten geben. Was denn? Oh, Verzeihung. Ich heiße Tomali und bin hier an der Oase als Wache stationiert. Darüber hinaus habe ich aber noch einen anderen wichtigen Auftrag bekommen. Du bist eine Reisende, oder? Vielleicht kannst du mir dann ja helfen. Fliegende Bodenfliesen gesehen. Nein, habe ich nicht. Allerdings habe ich jetzt schon überall gesucht und konnte weit und breit keine Spur von solchen Fliesen finden. Ja, übrigens, das einmal, wenn ich es finde, irgendwann. Vielleicht. Willkommen, Händler der IQ, bla 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 bla. Was ist denn du schönes? Sag mal. Smoothie mixen. Vital Smoothie erhalten.
Ja, ich mag jetzt noch ehrlich gesagt nicht alles vorlesen. Drum. Alles, was da Seite NPC 10. So, das Movie-Rezept müsst ihr entwickelt, okay. Dann kann ich den raufen bei dir. 9 von ihnen nicht selber schon haben. Ja, das ist das gleiche. Aber ja nicht das gleiche zusammengemixt. Wenn ich da mache. Ja, das ist auch ein Smoothie. Da habe ich auch. Okay, da ist nicht gefallen. Ist gut. Und Äpfel und der geht dann vital. Ja. Geht ja wirklich alles ein vital Smoothie. Dem haben wir es auch abgelassen. Geht doch nicht, darf ich machen. Müsste ich den ausprobieren fast, hä? Okay, da wäre mal etwas anderes, zumindest gut. Den. Wir müssen die Welt mal noch ein bisschen entdecken, da, oder? Ja, Luxusbett nehmen wir jetzt auf. Gemerkt, okay. Hast du die Augen auf meinen Fächer geworfen? Tja, ich könnte mich eventuell davon trennen, aber erstmal möchte ich mit dir über etwas sprechen. Und wo war? Hallöchen, willkommen im Rustmango-Labor. Hier forschen wir unermüdlich nach effizienten Pflanzenzüchtmethoden, bla bla bla. Ja. Ja, da mag ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht lesen. Ja, haben wir probiert, aber wir sind ja da. Ja, ja. Alles klar. Kann ich denn die so ernten da? Okay, kann ich nicht.
Ich vermute mal, da muss ich noch eine andere Fähigkeit oder ein anderes Monster oder etwas haben. Ja. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe mich auch nicht groß spoilern lassen von dem Spiel. So. Hast du noch etwas Schlaues? So, aber ja gut, das ist nichts. Gut, dann gehen wir doch dort hin, wo wir sollten. So ein riesiger Riss und so hat einen Eingang. Oh nein. Bleib mal weg. Ah, da bin ich. Ah, da bin ich. Oh, ich spüre die Anwesenheit meiner Gefährten. Aber wo? Unter uns gibt es eine Stelle, an der ich einen Zugang öffnen kann. Lass uns gehen. Du kommst doch nicht so einfach hin, hm? Was machen wir da? Wollen wir die Person dort drüben fragen? Vielleicht weiß sie ja, wie man unter den Sand gelangen kann. Okay. Oh, wo bist du? Die haben ja auch noch nicht. Ist da vielleicht nicht die beste. Die sind noch schlechter. Das Viech hätte ich aber gern. Yay! Ja, da wäre es lohnen. Da wenigstens eine in der Nähe, wenigstens ein Dungeon, wäre noch schön für die Aufnahme, oder? Da ist eine Truhe, die nehmen wir gerade mit. Wie gesagt, heute gibt es nur Rubine. Aber ja. Dann reden wir mal mit dem. Wer bist du? Keine Gerudo? So viel steht fest. Du willst unter den Sand? Das ist unmöglich. Hier dürfen nur Personen durch, die ausdrücklich Genehmigung der Gerudo-Königin haben. Also verzieh dich, ja. Sieht nicht aus, als wären wir hier willkommen. Was?
Was war das für ein Schrei? Ist da etwas vorgefallen? Allerdings darf ich meinen Posten nicht verlassen. Okay, dann mehr halt schauen. Da liegt jemand. Die Monster sind weg. Hast du sie alle besiegt? Diese Monster hätten mich überwältigt, aber du bist ganz alleine mit ihnen klargekommen. Ich verdanke dir mein Leben. Aber ich sollte mich erstmal vorstellen. Ich bin Donna, Kommandantin der Gerudo-Kriegerinnen. Wie heißt du? Freut mich, dich kennenzulernen, Zelda. Aber sag mal, was führt dich überhaupt an diesen Ort? Verstehe. Du reist herum und schließt überall die Risse. So. Du kannst sie schließen? Wir machen uns hier auch gerade riesige Sorgen wegen dieses Risses. Musst du wissen. Irgendwer meinte, wir müssen nur alle Monster besiegen. Dann würde er schon verschwinden. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Der Riss ist keinen Deut kleiner geworden. Und der Nachschub an Monstern, die aus ihm herausströmen, scheint unerschöpflich. Wenn der Riss nur wieder weg wäre, hätten wir endlich nicht mehr so viele Verletzte zu beklagen. Hör mal, Zelda. Meinst du nicht, sie weiß vielleicht auch, wie man unter den Sand kommt? Was ist, Zelda? Wie? Du willst unter den Sand? Hier befinden sich die unterirdischen Gerudo-Kultstätte. Bedeutet das, dort musst du hin, um den Riss zu schließen? Hier gab es ursprünglich einen Zugang zur Kultstätte. Doch jetzt ist der Zugang mit Sand bedeckt. Und niemand kann mehr hinein. Und jetzt gleich den scheiß Fächer noch holen. Wenn du unter den Sand willst, müsste man zuerst den Zugang wieder freilegen, den wir blockiert haben. Naja, unsere Kultstätte ist von einem riesigen Riss verschluckt worden. Danach häuften sich die Berichte, dass aus dem Riss Monster hervorströmen. Es wurde also beschlossen, den Zugang zu blockieren, um die Monster einzuschließen. Wenn du unter den Sand willst, muss man zuerst den Zugang wieder freilegen. Aber dann drohen wieder Monster aus den Städten herauszukommen. Das würde dem Befehl unserer Königin entgegenlaufen. Wir können jedenfalls nicht einfach dort hineinspazieren. Wenn du unter den Sand willst, musst du zuerst den Zugang wieder freilegen. Nicht wahr? Ja, Wetti. Ich verstehe. Gut, dann müssen wir einfach nur die Gerudo-Königin von diesem Plan überzeugen. Du hast mich gerettet, deshalb werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dir zu helfen. Das Allerwichtigste ist, dass der Riss endlich verschwindet, sodass die Kriegerinnen nicht länger aufgerieben werden. Zelda, wir sollten uns im Palast von Gerudo-Stadt treffen, im Westen von hier. Eigentlich durfte nur Gerudo den Palast betreten, aber ich werde dafür sorgen, dass für dich eine Ausnahme gemacht wird. Wir sehen uns dort. Ja gut, dann ist die Vorgeschichte auch gleich ein bisschen grösser. Ja, die habe ich nicht wollen. Die kann ich auch merken, nicht. Können wir da mal relativ gerade voraus, oder? Hätte ich gesagt.
Ja, sorry für die Pause, aber mir hat jetzt gerade die Nase geplagt. Und dieses Mikrofon ist schon noch nicht so angenehm zum Zuhören. So. Was habe ich mir da nur eingebildet? Wo willst du Tschüss? Glaubst du an die Existenz von Tornadogeistern? Ich bin nämlich neulich in der Wüste in einen Sandsturm geraten und da wurde ich plötzlich von einem Tornado gejagt. Ich hätte zwar jede Menge Sand in den Augen wegen des Sturms, aber ich könnte schwören, dass ich einen Geist im Tornado erspäht habe. Müsste ein Geist gewesen sein. Was meinst du? Und da ist wieder so Münsterli-Sammeldings, wo man den Typen oder Frauen darf zeigen in dem Fall, ne? So ähnlich wie die Outfit-Rätsel beim Super Mario Odyssey. Da jetzt noch das Feuer von da. Nein, dann nicht wollen. Kann man da anzünden? Ja, haben wir. Nicht so etwas? Nein. Jeden Tag trainieren. Jetzt sind noch mehr so Fackeln rum. Und da eigentlich jedes Haus hier. Könnte aber nicht Lust zum mit allen reden, da, wenn ich ganz ehrlich bin. Immer gehen sie gleich kaputt. Oh, eine Hylianerin, die sich bis hierher durch die Wüste schlägt, sieht man auch nicht alle Tage. Du musst ja ordentlich was drauf haben. Dann bist du womöglich genau der Richtige, um mir mit meinen Problemen zu helfen. Also vielleicht sind sie dir ja schon aufgefallen, aber in der Wüste rollen öfters so Kugeln aus getrockneten Gras umher. Aber kaum entdeckt man eine, kullert sie auch schon wieder weg. Außerdem gehen sie sofort kaputt, wenn man sie berührt. Die Tatsache, dass ich bisher keine dieser Kugeln in die Finger bekommen habe, macht mich allmählich echt verrückt. Okay. Jeden Tag trainieren. Ja, da ist ein Haufen Sidequests. Auf die habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust. Aber da schauen wir noch was hier. Okay, da ist trainieren. Die ist am Reden. So, jetzt brauche ich noch einen Schluck. So. Königin Sera. Es liegen Berichte zur Versiegelung des Zugangs zur Künfte mit dem Sand vor. Ah, wie vorhergesehen hat die Zahl der Monster abgenommen. Wenn wir die übrigen Monster alle besiegen können, dann... Ja. Zelda, da bist du ja. Königin Sera, das ist die Hylianerin, von der ich euch berichtet habe. Mit ihrer Hilfe können wir den Riss in der Wüste vielleicht schließen. Allerdings benötigt sie dazu Zugang zum Inneren der Kultstätte. Wenn es stimmt, was sie sagt, dann wäre das die Chance, endlich einen Schlussstrich unter die unaufhörlichen Monsterscharmützel zu ziehen. Würdet ihr also in Betracht ziehen, den Zugang zur Kultstätte wieder freizugeben? Dona, ist euch klar, was ihr hier fordert? Kaum war die Kultstätte von dem Riss verschlungen worden, tauchten zahlreiche Monster auf. Um die Gefahr für unsere Stadt zu verringern, haben wir den Zugang dort gerade erst blockiert. Waren wir uns nicht einig, dass nur ein... Ja, sorry, mein Lesen ist nicht so gut.
Ja, dass wir die Münsterlimönd besiegen zum Riss verschließen. Das ist wahr. Facette. Aber nun wurden schon viele meiner Kriegerinnen verletzt und am Ende des Monsteransturms und ein Ende des Monsteransturms ist nicht abzusehen. Egal wie viele Monster wir auch besiegen, es hat nicht den Anschein, als würde der Riss auch nur einen Zoll kleiner werden. Wir müssen den Riss jetzt sofort loswerden und nicht irgendwann. Aber deshalb können wir doch... Ich habe mich im Ton vergriffen. Aber bitte, Königin Sera. Donner, die Sorge um deine Soldatinnen kann ich nur zu gut nachempfinden. Aber mich schmerzt es jedes Mal... Auch mich schmerzt es jedes Mal erneut, wenn wir in der... Ja... Ich muss sagen, heute liebt man es lesen gar nicht. Nicht direkt. Eine Freundin, die du selbst gerade erst kennengelernt hast, wie sollten wir ihr vertrauen können? Und damit sollte diese Audienz beendet sein. Oder nicht? Wir haben keine Zeit, uns mit Fremden zu befassen. Ich werde euch beweisen, dass sie die Wahrheit spricht. Das ist Zeitverschwendung. Diese Hylianerin versucht lediglich, sich euer Vertrauen zu erschleichen. Sie hat mir das Leben gerettet. Ich werde nicht zulassen, dass ihr so abschätzig über sie redet. Ich vertraue Zelda voll und ganz. Und wir werden euch beweisen, dass sie tatsächlich Risse schließen kann. Risse verschwinden nicht, nur weil man Monster besiegt. Donner hat völlig recht. Also wieso glauben sie ihr nicht? Ja, weil es halt das Videospiel ist. Ich weiß doch auch nicht. Warte bitte. Donner hat mir eine Nachricht für dich gegeben. Sie ist zur Oase im Osten aufgebrochen und möchte, dass du dich auch dorthin begibst. Du wirst sie schnell finden, wenn du einfach nur von der Straße aus nach Osten gehst. Das ist alles. Ah, da die Items. Und Smooth, die sind relativ viel regenerieren, hä? Füllt Energie auf. Oh, ist auch nicht schlecht. Feuerschutz, ist auch nicht schlecht. Ja. Wir können doch schnell reisen, oder? Ja, da Dingsbums, oder? Können wir den mal ausprobieren, wie man den auch mal braucht. Ich weiß nicht, wenn ich so ein Ding einfangen kann. Dem. Ah, der macht's ab kaputt. Keiner der Risse ist kleiner geworden. Verstehe. Danke für die Meldung. Ruht euch etwas aus und setzt dann eure Erforschung des Risses fort, ja? Zelda, danke, dass du gekommen bist. Lass uns hier drüben sprechen. Siehst du, wie klar das Wasser dieser Oase ist? Ich habe viele Erinnerungen an diesen Ort. Königin Sera bzw. meine Mutter hat oft hier mit mir gespielt. Möge dein Herz so rein sein wie dieses Wasser. Das hat sie dann immer zu mir gesagt. Und wenn meine Mutter mit ihren Pflichten als Königin beschäftigt war, hat Facette mich unterwiesen und trainiert. Nicht nur ich habe ihnen viel zu verdanken. Unser ganzer Stamm würde ohne sie nicht mehr existieren. Ich verstehe die beiden zutiefst, aber diesmal liegen sie falsch. Du sprichst doch die Wahrheit, oder Zelda? Du kannst wirklich Risse schließen.
dann müssen wir der Königin und Facette doch beweisen können, dass du keine Hochstaplerin bist. Neben dem großen Riss bei der Kultstätte gibt es in der Gerudo-Wüste zurzeit noch 3 kleinere Risse. Könntest du sie dir ansehen und überprüfen, ob du nicht einen davon schließen kannst? Die 3 Risse befinden sich bei den Ruinen südlich der Oase, in der Grabhöhle der Heldinnen sowie in der südlichen Gerudo-Wüste. Möchtest du weitere Ja, nein, den Fall nicht. Ich vertraue dir, Zelda. Und wenn es dir gelingt, einen der Risse zu schließen, dann wird auch die Königin dir trauen. Ja, eine Mitwoche. Wenn wir halt mal da die andere Risse anschauen. Da jetzt eine Höhle. Beziehungsweise nicht wirklich. Ja, hat es nur für Monster gedacht. Also verzieh dich lieber. Müsste ich denen helfen, oder? Jetzt hast du es beschworen. Du dir jetzt gar nicht zugetraut? Das hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut. Du bist ja richtig stark. Wer hätte gedacht, dass du uns retten würdest? Damit wären fürs Erste alle Monster besiegt. Wenn jetzt nur noch der Riss verschwinden würde. Ich kann mir vor lauter Kämpfen kaum noch auf den Beinen halten. Lass uns bei der Oase neue Kraft schöpfen. Danke für die Hilfe. Ohne dich wäre das knapp gewesen. Hier kann ich keinen Zugang zum Riss öffnen. Von hier gelangen wir also nicht hinein. Okay. Da ist schon mal eine, wo ich nicht nützt. Und da ist da noch Schuss. Nein, das wird ich nicht. Irgendetwas Schweres, hä? Vielleicht. Gebläse gemerkt. Okay. Ah! Wenigstens sind die, wo man braucht, ganz vorderst, aber sonst generell jedes neue
Wenn man holt, ist das hinterste, ist ein bisschen doof. Sehr logisch. Das ist schon zu lang. Ich bräuchte etwas, was schnell ist. Oder etwas, was einfach reinlaufen könnte. Oder so. Da ist ja eins von den Monstern, die die anderen gesehen hat, oder? Das ist quasi eine kleine von den Quests. Okay. Da etwas Undefiniertes bekommen. Wundersame Kristalle erhalten. Sie haben eine eigenartige Form aus mehreren sich überlagernden Quadern. Okay. Viel braucht er. Ja. Jetzt wieder. Nein, dahinter ist nichts. Gut, ich habe noch gedacht. Ich darf ja schauen. So, nehmen wir noch zwei andere Risse, die wir uns anschauen sollten. Ah, das ist überall genommen. Das ist ein grosser Riss. Gut. Oh. Zwar nicht, dass uns da viel wird nützen, aber... Mal vielleicht nochmal das Ablenkung oder so, hä? Ah, da wäre ja sonst durchgekommen. Okay. Das ist der andere ist, wo wir uns müssen anschauen in dem Fall. Oh nein, die Grablichter brennen nicht mehr. Ja gut, die können wir anzünden, wenn wir überall haben irgendwie. Da müssen wir unten durch, von der Leiter her gesehen.
jetzt ja nicht unbedingt besiegen. Einen haben wir ja, der lange eigentlich. Da sind die. Brauche ich da wieder etwas Schweres? Oder nützt denen etwas? Dann nützt mir das eigentlich. Nein. Was hätte ich denn noch? Ja, nichts wieder annimmt. Hat er da? Der Tornado. Okay. Ah, das ist nicht mehr so okay. Ja, ich will noch rauf, lass mich einfach. Mir das Herz lieber wenigstens. Da. Ah, da hätte jetzt das Viech noch überholen, wenn ich es nicht schon gehabt hätte. Aber eigentlich möchte ich nochmal ab, ich möchte die andere Kiste noch haben. Da muss ich glaube auf der anderen Seite durch. Wo ist er jetzt? Da. Aber schwach. Okay, das ist auch 18 Daten im Fall quasi. Gut. Nicht die gleich noch kaputt machen. Am Gang weg. So, den wir da oben. Brauchen wir noch da den Feuer. Der Zösli-Bub. Oder der? Ja, gut, wahrscheinlich noch. Wo ist er jetzt? So. Ah, so friedlich. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Danke für das Grablicht, dass du die Grablichter angezündet hast. Das Feuer der Grablichter bringt unseren Seelen Ruhe. Ja? Bitte sag dem Kinde dort, dass es sich nicht mehr um uns zu sorgen braucht. Okay. Tatsächlich. Ja. Wie hast du das bewerkstelligt? Hast du einen Geheimgang zu den Gräbern genommen? Keine Ahnung, dass es so etwas gab. Ja. Ist gut.
Egal, jedenfalls hast du mir sehr geholfen. Also auch von mir, vielen Dank. Ich bin sicher, auch unsere Vorfahren sind froh darüber. Danke. Ich sehe keine Möglichkeit, hier einen Zugang zu öffnen. Der Zutritt zu diesem Riss bleibt uns wohl verwehrt. Ja, wahrscheinlich haben wir am letzten auch nicht rein, aber durch unsere guten Taten haben wir das Vertrauen noch erschlichen, dass wir dann gleich noch in den Dungeon rein dürfen. So, jetzt müssen wir da einfach mal schauen, dass wir da aus dem Nebel wieder rauskommen, oder aus dem Sandsturm. Da hätten wir noch einen Gegner, den wir noch nicht kennen. Da hätte ich noch gerne mitgenommen. Und da müssen wir noch ein bisschen weit tun. He? Zumindest sind sie jetzt mal abgelenkt. Oh nein. Das sind da etwas Sohle für mich. Ah, da jetzt aber noch einer, der einen Bumerang hat, nicht nur Krühle in der Hand. Gut. Eigentlich genau nicht da will, aber genau passt in dem Moment. Von dem her ich gehe auch nicht rein. Das Herz, die wird ich könnte ich auch rufen. Und da rufen möchte ich auch wieder. Das ist schon stark. Der Boomerang-Dude wäre noch stark. Glut Pepperoni. Auch wieder Kochzustand, Zutat, ja. Oh. Sollten wir da den mal ausprobieren. Nützt ja etwas. Also da nimmt der Boomerang-Dude, oder? Da habe ich ja doppelt haben. Ja, ich weiß, ich habe mich ja selber verwandt, aber... Lassen wir jetzt einmal. Keuleneber 2, dann gibt es vom Boomerang Dude sicher auch noch 2. Ja, dort, hä? Wäre glaube
glaube ich, sinnvoll, wenn ich mal etwas trinke in dem Fall. Okay, ja, der macht auch nie Aschi, als ob er zu gebrauchen wäre. He? Gutes Münsterli. Braucht der 3 oder 4? Das ist noch die Frage. Ah, aber der braucht 4. Schade. Kann nur einen erschaffen von denen. Das ist ein Energia-Handschuh erhalten. Das bekannte Material können möglicherweise mehr Energie-Rissemonster, wenn du Rissemonster besiegst. Okay. Ja, ich will das, ich glaube, ich gehe jetzt da mal die Höhe rauf. Eigentlich ist das die falsche Seite, aber wenn es so eine Höhle hat, dann nehmen wir die noch mit. Oh, den müsst ihr auch haben. Wie komme ich die über? Ich kann nicht einfach merken. Da müsste ich aber nichts, wenn ich es einfach fangen kann, gell? Das ist schade. Ein Windmonster. Am Schluss gehe ich noch kaputt, weil ich die blöde Platte will da. Der kann da runter. Nein. Da auch nicht. Nein, ist auch nicht so gedacht. Wird man ja nur einen merken schnell. Hier haben wir doch nur einen schnell wollen merken. Da über. Ich weiß nicht, was ich mal mache. Ja, Peter schön an, dass das nicht runterfallen, wäre vielleicht noch etwas, gell?
wenigstens kein Zeitlimit. Das hätte ich gröberes Problem. Ja. So. Nein. Nein. Hi. Der Knopf müsste ich auch schnell. Da war ich mal, von dem habe ich einen Haufen da. So. Ja, danke. Dann ich wollen. Mehr habe ich gar nicht wollen. Hätten wir da schon mal ein bisschen etwas gemacht zum Quest oder die ein oder andere Quest zu erfüllen. Die sollte ich eigentlich noch. Das ist ein Stempel. Den muss ja gleich wieder der Sturm wieder retten, oder? Ich kann einfacher weg, weil Stadt ist ja noch irgendetwas, oder? Ah, ist das okay. Nein, die wird ihn jetzt. Ja, eigentlich gibt es einen Haufen andere Sachen, die ich könnte auch schaffen, aber ich nehme immer noch das blöde Bett. Ah. Entschuldigung. Wieder hast du eine Hustpause einlegen. So. Ja, ich glaube, da wird, wenn ich da so da marschig Fürsche mache, wird da glaube ich nichts mit dem Dungeon noch, ja wohl. Oder bin ich jetzt wieder in. Okay. Das ist ja wieder da. Ah, das ist nicht sexy. Wie ist sie der in dem Fall da? Moment. Tornado? Ja, mag ich jetzt auch nicht vorlesen, oder? Milch. Gut. Dann jetzt da noch ein kleiner Riss, okay. Der einfachste. Echt. Wasser. Huch, was ist mit euch? Wir sind schon eine Weile bei diesem Riss hier stationiert. Während der andauernden Monstergefechte ist uns dann irgendwann das Wasser ausgegangen. Wir sind wortwörtlich am Verdursten. Wir brauchen etwas, das ihnen gleichzeitig neue Kraft verleiht. Ich hab's. Könntest du schnell vom Smoothie-Stand in der Oase Kaktus-Smoothies besorgen? Da lässt sich mit 2
Frostkakteen leicht mixen. Ja, nimm das. Ah. Ah ja, ein. Haben wir gar keine gemacht. Vielen Dank. Jetzt können wir unseren Dienst fortsetzen. Und der andere Typ ist gefunden da. Vielleicht. Hier gibt es keine Stelle, an der ich einen Zugang öffnen könnte. Ist gelaufen. Ja, der Kultstätte ist der einzige. Donna. Was hätte möchte euch sehen? Sie will über eure Fortschritte Kenntnis gesetzt werden. Ihr sollt bitte zusammen mit ihr in den Palast zurückkehren und dort Bericht erstatten. Nun gut. Ja, am Schluss kommt es gleich so raus, wie ich gedacht habe, oder? Dass, ja, dass wir die guten Taten, die wir jetzt geleistet haben, quasi unser Vertrauen bekommen haben. Hast du dann noch lesen für mich, obwohl ich Verlust habe? Wohlan, Donna. Ist euch der Nachweis gelungen, dass die Risse schließen kann? Das zwar nicht, aber dennoch konnte ich euch... Das zwar nicht, aber dennoch möchte ich euch versuchen, ihr nun ein wenig Gehör zu... Trotz eurer großsprüchigen Ankündigungen ist es euch also nicht gelungen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen? Nun ja, der Versuch war zum Scheitern verurteilt. Ihr werdet von dieser Person an der Nase herumgeführt. Ja. Das kann ich einfach nicht glauben. Was für einen Grund sollte sie haben, mich zu täuschen? Zudem hat sie ihre Möglichstes gegeben, um zu beweisen, dass sie Risse schließen kann. Gebt ihr. Glaubt ihr, sie ist durch die halbe Wüste gerannt, nur um mich zu verhöhnen? Nein, sie spricht die Wahrheit. Und ich bin bereit, alles dafür zu verwetten. Ich will keine einzige Soldatin mehr verlieren. Deshalb möchte ich an Zeldas Seite losziehen und den Riss schließen. Egal wie es ausgeht, ich werde die Konsequenzen tragen. Also, Königin Saira, bitte erlaubt uns Zugang zur Kultstätte. Du vertraust dir wirklich so sehr, dass du deine Ehre als Kriegerin aufs Spiel setzt? Ja, das tue ich. Du bist zu einer würdigen Kriegerin herangewachsen, meine Tochter. Aber ich kann nicht länger zusehen, wie du unseren Stamm von diesem andauernden Monsterangriff zermürbt wird. Wenn du dich so für sie einsetzt, dann will ich euch, auch ich, unser Schicksal in ihre Hand legen. Aber Königin Sera, wenn der Sand zum Zugang des Kults entfernt wird, dann gibt es nichts mehr, was die Monster zurückhält. Wenn dort Monster auftauchen sollten, müssten sie erst einmal an mir vorbeikommen. Tja, nichts als Großsprecherei. Was glaubt ihr alleine denn ausrichten zu können? Wir sind nicht alleine. Oder immer so. Ah, brauchst du eine Pause. Was wollt ihr hier? Wir haben alles mit angehört, Königin Sera, Facette. Diese Hyliana hat uns gerettet. Auch mir hat sie geholfen bei der Grabhöhle. Und uns auch. Die Chance besteht, den Riss zu schließen, dann sind wir zur Stelle. Ja, auch wir kämpfen. Nur zu gerne an deiner Seite. Du hast die Kriegerinnen gehört, Facette. Bist du trotz allem nicht bereit, dieser Zelda anzuhören? Was muss sich da aus eurem Mund hören? Solch eine Haltung ist einer Königin unwürdig. Doch schaut ihr denn nicht den schädlichen Versuch dieser
Hylianerin unsere Notlage auszunutzen und uns zu täuschen. Wachen! Dieses Mädchen ist eine Schurkin, die uns gerade hinters Licht führen will. In den Kerker mit ihr. Was? Was hätte? Königin Seher. Oh. Was ist? Der Riss im Osten bei der Ruine des Wüstentempels ist größer geworden und hat einige unserer Kriegerinnen verschluckt. Oh nein, bringt mich sofort dorthin. Ha. Jawohl. Ja. Ihr kommt mit mir. Ja. Jawohl. Königin, so wartet doch. Sich ohne jede Vorbereitung dorthin zu begeben, ist viel zu gefährlich. Der Riss ist größer geworden. Vielleicht kann ich dort einen Zugang öffnen. Wir sollten ihnen folgen. Ja gut, machen wir da. Wenn mich immer alle so doof anschauen. Egal, oder? Ah, ja. Also, die Idee finde ich cool, aber das Menü ist schon Katastrophe. Ja, ne? Junge, ha? Hat ihr da noch etwas gesehen, da, glaube ich, oder? Du bist weg, oder? Also in dieser Folge werde ich wirklich mit Rubinen zugeschüttet. Dann haben wir da gleich ein paar Sidequests gemacht. Und jetzt bin ich da Ruhe, Junge. Jetzt wieder Wüste. Von diesem Riss wurden sie verschluckt. Ja. Geht nicht so nah heran. Wir müssen sie retten. Aber wie? Oh. Wir sind bislang deinen Rat gefolgt und haben uns ganz auf das Bekämpfen der Monster konzentriert. Sag mir, warum bereitet der Riss sich trotz unserer Bemühungen weiter aus? Vermutlich haben wir nur noch nicht genug Monster besiegt. Königin, hier ist es zu gefährlich für euch. Wir sollten uns zurück in den Palast begeben und die Angelegenheiten in aller Ruhe. Was redest du da? Ein paar der unsrigen sind von diesem Riss verschluckt worden. Willst du, dass wir sie einfach im Stich lassen? Ja gut, den Lied halt noch einen Dungeon für uns da. Weiche zurück. Was ist das? Dort betreten? Das wäre ja fantastisch. Ich bitte dich, schließe den Riss für uns. Ja, viel mehr blamieren kann man ja nicht mehr heute. Ja, das schon mal gesagt, ich glaube. Sie bewegt sich nicht. Ich glaube, irgendwas hat sie gefangen. Ja, das gleiche wie das letzte Mal, oder? Ich spüre ihn an 5 Stellen. Okay, in dem Fall ist da ein bisschen, ja.
Krieger in der Luft. Ich weiß nicht, wie der abjucken darf. Wenn nicht dort hinten. Ah, die rennt. Okay, die sind eigentlich gar nicht so unnütz in dem Fall, hä? Nein. Müsst ihr schauen, dass ich da möglichst schlau raufkomme. Hm? Vielleicht. Oder lange nicht, gell? Ah, das ist ein Zeich. Ja, das ist ja nicht gut. Ich probiere jetzt einfach mal etwas da. Vielleicht geht es auch in die Hose, vielleicht nicht so ein Scheissdreck, aber... So wäre ja theoretisch ein bisschen höher oben schon. Ah, nichts mehr benannt, hä? Und der nimmt, wo ja mit... Weiß ich, wie groß wäre, oder? Dass der bis halb dreistöckig ist. Jetzt mit dem noch nicht. Da komme ich noch Bursche, oder? Das ist ja nicht besser als das andere, oder? Außer dass es mehr braucht. In dem Fall eben nicht. Selbst sinkt sogar ein. Komme ich da irgendwie noch gar nicht an, muss ich damit zuerst mehr Power haben. Ist doof. Die Töle aber will ich, gehen wir halt da mal die Töle aber rum. Ah! Ich glaube, da wäre der gut.
keinen Schaden. Oder so. Ja, sicher nicht so gedacht gewesen, aber... Aber jetzt sollte ich wenigstens überkommen da. Und da muss ich jetzt einfach riskieren, da, auch wenn es mich klemmt da oben. Ja, in dem Fall. Eingeklemmt hat es mich nicht, aber ist ein heißer für nichts. So, zumindest habe ich jetzt mit dem Ding auch eine Chance da hinten zum den holen. Und bei mir ist gleich noch ein Stuhl oder etwas haben. Ja, so, ich habe erst wieder Pause gebraucht, so. Ich würde sagen, den Dungeon machen wir schon noch fertig. Frage auf welche Seite. Können wir zur Start. Oh nein.
nicht... Ist das nicht diese Facette, die so gegen uns gewettert hat? Aber was sie nicht gerade nach draußen? Ich frage mich, wie sie plötzlich hier im Riss gelandet ist. Das war gar nicht die echte gewesen. Das war schon ein Doppelgänger gewesen, würde ich sagen. Würde mich nicht verwundern zumindest. Sag's mal so. Nehmen wir zuerst auf die Seite. Ja, dann nehmen wir halt den Booms. Den. So, mal da über, ja. Ich schätze jetzt einfach mal. Taxi und ja wollen. So. Den komme ich da wieder runter. Ja. Jetzt müsste ich dort aber noch weiter rauf, wo ich nochmal retour. Ja. Dahinter. Ah, der kalt dort runter. Gut. Nicht so gute Idee mit dem. Okay. Jetzt bin ich auch nicht. Da muss ich erst nachher hin. Oh nein! Und dann gleich zuerst noch weiter rauf. Aber jetzt könnt ihr da so einen Wumms machen, oder? Jetzt aber da oben nicht mehr. Hi. Und da auch Karten. Ja, eine Karte, aber ist nicht eingezeichnet. Die wäre der letzte, aber... Wenn ich damit meinen Wumms kaputt mache, oder wie? Wäre doch noch möglich. Das haben wir jetzt, oder habe ich jetzt nicht probiert, hä?
ist einfach eine Erne. Ja, mal eben, ich bin einfach gleich. Denkt. Aber wird ja noch nicht fertig sein jetzt, oder? Wir haben alle meine Gefährten in dieser Welt des Nichts gefunden. Damit können wir diesen Riss nun schließen. Kein Bosskampf, nicht. Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt. Du hast von Drin 2 wundersame Kristalle erhalten. Komm, Zelda, lass uns von hier verschwinden. Zelda? Wo bin ich? Der Riss. Er hat mich verschluckt. Du bist wieder wach. Ich bin so froh, dass alle in Sicherheit sind. Der Riss. Sie hat es geschafft. Sie hat ihn geschlossen. Ja, wir haben es auch gesehen. Dieses Mädchen verfügt über eine wundersame Kraft. Facette, was ist mit euch? Ich muss zurück in den Palast. Im Moment ist ja niemand dort und... Was ist mit mir passiert? Facette. Eine zweite Facette? Königin Sera, Donner, was ist denn geschehen? Was macht ihr hier? Ich wollte den Riss untersuchen, das sich hier in der Wüste gebildet hatte. Aber dann, ach ja, ich wurde von dem Riss verschlungen. Ich verstehe. Königin Sera? Seid auf der Hut. Sie ist aus dem Riss gekommen. Womöglich ist sie mit dem Monster im Bunde. Ja, es kann gar nicht anders sein. Welche von euch werde ich wohl Glauben schenken? Was denkst du? Ja. Du entkommst mir nicht. Sie hat sich in Luft aufgelöst? Sie war also tatsächlich nur ein Trugbild? Seit die Risse aufgetaucht sind, hat Facette immer wieder Äußerungen getätigt, die untypisch für sie waren. Und dann hatte sie angeblich diese Überlieferung gefunden, nach der es genügt, Monster zu besiegen, um die Risse zu schließen. Sie war es auch, die vorschlug, den Zugang zur Kultstätte zu blockieren. Facette hat diesen Plan hervorgebracht, nachdem wir davon erfahren hatten, dass der Riss in den Südelia-Wäldern verschwunden war. Es ist gut möglich, dass sie auf diese Weise Zelda von unserem Riss fernhalten wollte. Aber warum sollte sie so etwas tun? Ganz offensichtlich wollte sie nicht, dass der Riss geschlossen wird. Zelda, auch wenn ich einer Täuschung unterlag, so ist das keine Entschuldigung für den Mangel an Respekt dir gegenüber. Wir sind deiner Großzügigkeit ausgeliefert. Ich bitte dich, rette die Gerudo. Hiermit erteile ich euch die Erlaubnis, den Zugang zur Kultstätte wiederherzustellen. Ja? Vielen Dank, Königin Sera. Der Eingang der Kultstätte würde für einen Bereich mit fließendem Sand im Süden der Wüste gebaut. Dort gibt es auch eine Höhle, in deren Tiefen wir mittels eines
Flusses den Sandfluss gestaut haben. Ah. Bitte erläutert der Wache vor der Höhle die neue Lage. Wird gemacht. Aha, okay, da ist eigentlich quasi nur ein Vorquest gewesen für die eigentliche. Wir haben es geschafft, Zelda. Sobald du deine Vorbereitungen getroffen hast, solltest du dich zur Kultstätte begeben. Unser Schicksal liegt in deinen Händen. Ja, okay. Ja, eigentlich noch nie lange Livestreams machen. Und da wäre jetzt schon eigentlich mehr als da, was ich im Normalfall möchte machen. Drum, ich glaube, das mache ich richtig. Nein, nicht da, müsste ich da hin. Und dann könnte ich da. Ich könnte jetzt da hingehen und sagen Speichern. Und dann wäre es das gewesen für die Folge. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten dann auch wieder mit dabei. Und ja, ich kann es nicht sagen, wenn es ist. Ich bin sehr unregelmäßig mit diesen Livestreams, aber wenn ihr mal gesehen, dass sie live bin, dürft ihr natürlich gerne mal reinschauen und natürlich auch etwas in den Chat reinschreiben, weil ja der Chat eigentlich offen ist, zwar auf einem anderen Bildschirm und ein bisschen weiter entfernt vom Hauptbildschirm, aber es sollte irgendwie früher oder später sollte die Nachricht gleich sehen. Somit vielen Dank, bis zum nächsten Mal und man hört sich.